Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und heute feiern wir Elliots Geburtstag, wenn wir den Kerl überhaupt irgendwo noch zu Fasse kriegen. Ich muss gerade mal gucken, wie wir da eigentlich mit dem stehen, mit dem Typ von der Freundschaft her. Ziemlich weit unten noch. Das heißt, in sein Haus kann ich auch nicht einfach so reingehen. Mit viel Glück treffen wir hier in der Bibliothek oder gerade irgendwo auf dem Weg. Da müssen wir mal gucken. Immer wieder dasselbe Problem. Nervig. Okay, der da weg. Die Prozedere, die kennen wir ja mittlerweile. Joink. Der Rest kommt wieder hier rein. Ja, da haben wir mittlerweile auch gut gesammelt an Kaffeebohnen. Was sagt dann unser Wetterbericht? Morgen wird es den ganzen Tag regnen und damit kann ich gut leben. Und neutrale Geisterler. Hallo Schatz, ich kann nicht glauben, dass ich Mama bin. Ja, lebe ist super, bla bla. Gut, der Junior, der pennt natürlich. Ja, der erste Monat oder so, beziehungsweise die erste Jahreszeit, die ratzt der, glaube ich, auch wirklich nur die ganze Zeit durch. Das heißt, der wird nicht besonders viel machen. Erst wenn er dann draußen im Haus, wenn er hier im Haus rumkrabbelt, dann kann man auch mit ihm Freundschaftspunkte sammeln, Herzen sammeln. Ja, Mani gibt mir mal wieder Heu, das ist natürlich auch sehr cool. So, das packen wir mal doch rein. Dann haben wir hier wieder kräftig Müll. Den Müll können wir hier reinpacken. Ich sehe noch hier Artefaktplatz mit einem rostigen Sporn, den wir natürlich schon längst ein Museum geschenkt hätten. Gut, dann zuerst die Tiere. Ja, genau, du. So. Apple. Na, komm schon. Eisenbarre gibt's auch noch. Ja, ein bisschen Kruscht haben wir ja auch noch drin. Dann kümmern wir uns auch um die Stalltiere. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch heute so alles erstellen. Ui, Schatterei, perfekt. Unser Petra ist jetzt auch schon erwachsen und gibt auch schon Schattereier. Ja, das ist da mal was. Sehr toll. Dazu haben wir noch ein Entefutter gekriegt. Und zwar in Silberqualität. Allerhaupt. Dann lassen wir mal die Tiere raus. Und fangen mal an mit ein bisschen Mayo-Produktion. Ente-Ei haben wir ja nicht gekriegt. Dafür haben wir heute ein Schatterei. Können wir Schatte-Mayo machen. Die verkauft sich ganz gut. So. Ach Gott, alle auf im Haufe hier. Ja, ich glaube, das ist eine Tierinvasion gerade. Die verschwören sich gegen mich. Ja, man wird doch überhaupt nicht paranoid hier. Was? Gut, dann erst mit der Milchrei. Genau. Dann hier raus mit euch. Die Produkte können wir jetzt gleich mal wegmachen. Nicht, dass hier nochmal ein paar Ernte fällig sind und wir haben dann wieder keinen Platz im Inventar drin. Also fort mit dem ganzen Kruscht hier. Das kann auch fort, genau. Und der kommt hier. Und dann wollen wir mal, ne? Komm schon. So. Hier. Dies kann ausnahmsweise mal nicht arg gewählt sofort. Dann hier und hier. Ach ja. So. Das sieht doch gut aus. Und ich denke, je mehr Iridium-Sprinkler wir kriegen, desto schöner wird das Ganze. Ach. Ach Gott. Das machen wir mal ein bisschen anders. Und verdun uns die ganze Zeit beim Gießen. Allerhaupt das Senfkohl ist auch wieder gut. Sehr schön. Das heißt, 24 Senfkohl müssen nochmal noch gekauft werden. So. Und hier, ja, unser Mischfelder, die sehen auch ganz gut aus soweit. Hopp. Und joink. Und hier sowieso. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann unser Yumino-Hütte endlich mal eingesetzt werden kann. Ob die dann hier auch wirklich zum Trage kommt mit dem Abernter. Bin ja mal gespannt, wie sich das so noch entwickeln wird. Also 24 Senfkohl. Ja, den Krusch können wir jetzt auch nochmal mitnehmen. Gleich mal abernten hier. 2 Eisenerz und 2 Kohle, nie verkehrt. So. Dann
Dann sind unser Felder auch mal wieder erledigt und dann fehlt nur noch unser Gewächshaus. Und dann können wir uns eigentlich gleich schon auf den Weg zu Elliot machen. Ob wir den Kerl nicht irgendwo noch finden. Sodele. Dann. Uiuiui, das ist aber eine fette Ernte hier. Haben wir überhaupt noch so viel Platz im Inventar? Schauen wir mal. Ich bezweifle so irgendwie, dass wir gerade so viel Platz im Inventar noch hin. Zumal die Früchte jede Menge Platz fressen. Weißt du was? Bevor wir da wieder jammern und ich muss auf 2 Fortschritte 3 gehen, bevor ich ja wieder rumpiens. Jetzt sind sie mein Pferd zugeparkt. Och, Viecher, ich sag's euch. Die hätte ich woanders platzieren sollen, glaube ich. Okay. So, machen wir das. Der Kram kommt da rein, wo er hingehört. Dann läuft das auch. Ah, Käse ist auch soweit. Dann können wir ja das Zeug schon mal raus. Moment. So, und die Großziegenmilch von der alte Käse. Und, ja, du sagst, die Käse meckert schon natürlich. Genau, das muss nämlich auch noch fort. So, zu 30 Heu sagt man natürlich auch nie, ne? Dann gehen wir jetzt mal für die Resttiererei. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch genug Platz wieder. Erstmal Abernte. Das ist mal echt eine fette Ernte heute. Ah, der Mais ist natürlich auch noch gut. Oh, den übersehe ich immer so leicht. Und dann sollte man eigentlich nicht übersehen, weil... Ach, der bringt bares Geld. Tomate auch noch. Sind persönlich auch im Garten so meine Lieblingspflanze, Tomate. Die sind so vielseitig und schwer einsetzbar und außerdem schmecken sie einfach noch köstlich, wenn man die frisch erntet vom Garten. Ach ja. Aber ich denke, unser erstes Ziel wird es erstmal sein, wenn wir mehr Iridium haben, dass wir die Sprinkler erstmal installieren. Wenn wir die gemacht haben, dann, was war da noch, was wir mit Iridium machen können? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall können wir unser Werkzeug natürlich auch auf Iridium-Qualität hochpushen. Das sollte auch noch relativ zeitnah dann geschehen, noch der Sprinkler. Okay. Sieht so aus, als wäre hier noch Honig gut. Also nichts wie hier. Jetzt fängt wieder das muntere Spiel an. Wo habe ich meinen Honig hin? Ja, das mal sogar auf Anhieb. Warte mal. Blaubeere haben wir zwar nicht. Tomate können wir trotzdem Annie noch reinlegen. Was war dann da noch? Da waren dann noch die Preiselbeere. Wo habe ich denn die hier? Ah, dort. Können wir gleich mal 3 Preiselbeere hier noch rein verstecken. Und der Rest, der kommt natürlich hier rein. So, perfekt. Dann ab mit unserem Käse noch in den Keller. Und dann geht's gleich mal in die Stadt. Weil dann haben wir alle Pflichten auf dem Hof zumindest schon mal erledigt. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, die 2 sind für unsere andere 2 Käse, für unser 2 Ziegenkäse reserviert. Und dann wollen wir mal noch Elliot gucken, wo der steckt. Das alte Schmunzelmonster. Dazu würde ich am liebsten eigentlich direkt so noch Pelikan. Huch. Na, Ackermann. So, sammel den Kruscht-Ei. Und park der Gaul abseits von der Straße, dass er noch überfahren wird. Erstmal Müll flattern, wie sich das gehört für so ein guter, erfolgreicher Bauer. Oh, Clint ist gar nicht da heute. Wie? Der Hansel hat sich frei genommen. Ich glaub's hackt. In Clints Besitztümer stöbern wir rum. Es gibt eine Menge Schmiedeschürze, Stapel von Schmiedeschmerze, Schürze, paar Magazine, altes Schwert und ein nettes Bild von seiner Mutter. Oh, liebe Emily, ich weiß, du hältst mich nur von Freund. Das ist meine Schuld. Ich bin zu schüchtern. Ich werde nie den Mut haben, dir die Worte zu erzählen. Deswegen schreibe ich ja den Brief, den ich aber garantiert zerknülle und die Eck schmeiße wär. Ach du liebe Zeit. Also offenes Wort wäre definitiv mal angebracht zwischen den 2. Oder von ihm zumindest. Von ihm geht's ja aus.
Dann sollte der Kerl sich mal klar artikulieren. Okay, hier war nur Caroline. Hier ist gerade die ganze Klasse versammelt. Wo steckt Elliot? Da steckt er doch. Perfekt. Noch dir habe ich gesucht, Kerl. Für dich gibt es jetzt nämlich ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk. Ah, Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Jetzt sind wir schon bei 6er von 10er. Wir haben uns jetzt um 4 Herzen gesteigert bei ihm. Mein Bär ist ja noch ganz steif vom Sitzen denn morgen. Ach Gott, der Herr Philosoph. Na gut, da Clint ja anscheinend nicht da ist. Weißt du was? Eins könnte man doch noch machen. Wir könnten noch in die Kanalisation reingehen. Mal gucken, was Krobus wieder im Angebot hat. Außerdem ist heute mal wieder Zeit für Reisewagen. Deswegen gucken wir auch da nochmal vorbei. So. Ach ja, der hat ja halt Schweigegelübde. Aber einen guten Iridium-Sprinkler gibt's noch. Freitag. Der Freitag merken wir uns einfach mal. Ja, komm, wir füllen uns mal mit Kanalwasser auf. Kann ja nicht schade, oder? Wobei, machen wir lieber das da. So, genau. Als nächstes kommt dann Reisewagen. Und dann ist mal wieder Zeit, irgendwo einen Iridium-Sprinkler hinzusetzen. Ja, Sprinkler. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das Sprinkler oder Sprenkler heißt. Ich bin mal jetzt sicher, weil in der Pals sagt man ja der Sprenkler da. Und ist I und E als sehr vermischt, dass man es gar nicht mehr richtig raushört. Ob es der Sprinkler, man sagt ja der Rasensprenger. Also zumindest in unserer Gegend und in der Vorderpals heißt es ja der Rasensprenger, ne? Oder Sprengler eigentlich. Ach ja. Von daher bin ich da ab und zu etwas verwirrt. Ah, scheiße, jetzt habe ich die Senfsaat noch vergessen. Ich habe gewusst, da war noch irgendwas. Okay, dann bringen wir erstmal die Ziegekäse wieder durch, wo sie küren. Und zwar Gold zu Gold. Und der Abschluss von der Reihe bilden 2, die nicht Gold sind. Die einfach nur ganz normale Qualität haben. Naja, das dauert jetzt erstmal, bis unser Geest danach wirklich von Qualitätsprodukte abwerfen kann. Okay, was kommt als nächstes dran? Steht doch um uns Sache. Wisst was? Wisst was? Die 2 Felder sollten eigentlich autark sein. Dann haben wir uns die nämlich geschenkt. So machen wir das. Iridium. Die Bodeplatte lassen wir am besten drin. So, der do. Und hier der do, genau. Jetzt sind die 2 nämlich auch schon autark. Und dann bleiben eigentlich nur noch hier 3 Streife und nur noch das große Feld. So machen wir das. Genau so. Gut. Alles klar. Dann haben wir jetzt wieder 2 autarke Felder. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Dann nochmal runter zum Reisewagen. Und morgen muss ich unbedingt Senfkohl kaufen. Nicht vergessen. Ja, den Weg haben wir ja schon wieder frei gemacht. Genau. Ich erinnere mich. Ist aber auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich wieder gespielt habe. Das ist immer so einmal in der Woche, wenn ich mal dazukomme zu Stardew Valley. Ja, das stand hier direkt im Weg. Was haben wir hier noch? Schönes Kürbis, bla 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 bla. Quatsch, alles noch. Unnötige, dumme Stuss. Nee. Das gefällt aber nicht der Reisewagen. Nur Stuss drin. Alle hopp. Wir sollten trotzdem weiter Geld sammeln, damit wir Pam so bald wie möglich ein Haus bauen können. Damit wir die Gemeindeerbe auf jeden Fall schon mal erledigt haben. Und wir könnten auch ein bisschen Bämfäller, ne? Ein bisschen die Waldbildung hier etwas einschränken. So, das sieht doch ganz ordentlich aus. Dann hoffe ich doch, dass von dem Senfkohlfeld morgen noch was steht. Wortfindungsstörungen werden tatsächlich immer schlimmer bei mir, ihr liebe Leid. Was ich alles mal vor wie so ein alter Mann. Okay. Mal wieder eine berüchtigte Hinkle-Statue. Wenn ich jetzt bei mir hier normal durchkomme. Alter Falter. Stimmt, da muss ich auch außenrum. Ja, bald wird es aber auch Zeit, dass wir hier nochmal Felder anlegen, ne? Ich
denke durchaus, das wird bald nur mal an der Zeit sein, dass wir das machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich Depp. Ja, genau. Das Zeug einfach wieder fort. Und zwar haben wir hier schon voll gehabt mit Holz. Da haben wir neues Holz angelegt, genau. Der war hier. Es kann ja auch nie alles auf einmal platziert sein. Ne? Man hat ja 1000 Kisten. Was für eine Kiste habe ich jetzt gerade? Okay, da ist ein Frühlingszwiebel drin. Warum auch nicht? Das war hier wieder. Dann der Kruscht kommt wieder durch rein. Genau. Die Sticky lassen wir gerade durch. Der Sprinkler, der kommt wieder Donai, wo er hingehört. Und da haben wir noch was. Also für zukünftige Felder haben wir auf jeden Fall dann auch schon die Qualitätssprinkler parat, die man dann dafür verwenden können. Finde ich an sich ganz gut. Ja, unser Einkommen, sagen wir mal, insgesamt sind wir 2243 nur reicher war, weil 10.000 haben halt wieder für die Iridium-Sprinkler abgeliefert. Das ist halt es. Okay. Ach Gott, was für Geräusche. Aber immerhin sparen wir uns heute mal die ganz Feld erwert. Das finde ich auch nie verkehrt. Doch rennt das sofort von mal weg. Vom Mäuer weg gibt es auch wieder der ganze Tag Regen. Das finde ich auch gut. Ja, der Adam wird 100% ein Bauer. Ich glaube, du hättest sich mein Opa im Grab rumgedreht, wenn ich ihm gesagt habe, du wärst ein Bauer-Opa. Der hat Bauern nicht besonders gemocht. Um es mal freundlich auszudrücken. Ach ja, ach ja. Gut, dann sind wieder 5 Käse gut. Und jank. Dann erst einmal heimlich die Kaffeeschlonze da unten im Keller. Und los geht's. Run, Ackermann, run. Wieder Brief für uns. Gaszucht, ein frischer Hummer. Für 800 Gold. Ich glaube, mir in einer Aufkurve extra ein Hummer, kann das sein? Ich weiß, dass ich mal einer in der Krabbereuse drin gehabt habe am Meer und hab dann, jawohl, hab dann extra für die Gelegenheit hier liegen lassen, das weiß ich noch. So, der Kruscht kann ja dann auch wieder fort. Dann nehmen wir uns gleich damit die 3, die wir uns gestern wieder geerntet haben. Und machen hier weiter damit. Okay. Wieder 2 Dinger für die Recyclingmaschinen. Und der hier. Okay. Sieht alles gut aus. Die Aubergine hier sind auch erntefällig. Wir brauchen nur einmal noch einen Standarddünger, genau. Und da können wir noch einmal nachhacken. So. Brauchen wir noch einmal den normale Dünger. Gut, noch ein Entefetter. Ach du liebe Zeit, was man da im Stall alles verkruscht findet. Die Ente gehen mittlerweile dazu über, eher mehr Federn zu hinterlassen, habe ich das Gefühl. Als dass er wirklich noch Eier legen, großartig. Aber unser 4 Mayonnaise-Maschine reichen do vollkommen aus, sehe ich. Joink. Dann hier noch unseren Kruscht. Der Streichler im Wind. Erstmal alle in Windeseile durchgestreichelt. Und jo, die Wutz auch noch. Jetzt haben wir noch 90 Sekunden Rennzeit durch unseren Kaffee. Ich bin ja auch nicht der Ackermann, der rennt vom Kaffee. Ich muss immer woanders die rennen vom Kaffee. Ach ja, aber nur wenn er wirklich wirkt. Schlaffe Kaffees, die wirken bei mir gar nicht. Ui, das sind aber ziemlich viel Früchte hier mal in der Höhle. Finde ich gut. Und hier... Okay, wieder die übliche Ergänzung. Erdbeere haben wir dazu auch noch. Ah, unser Blaubeerreihe, die ist auch wieder frisch. Und die restliche Tomate von gestern. Okay. Nicht schlecht. Die geben mal wieder Einkünfte, die Blaubeere. Sehr schön. Und der Rest. Also ich persönlich finde auch das Geräusch von Regen sehr beruhigend, muss ich sagen. Huch, ist da irgendwas durch unser Felder hier gerannt? Das hat hier im
Synchron zu meinem Auflader hat es hier im Gebüsch gewackelt, beziehungsweise meine Pflanze hier gewackelt, falls ihr das gesehen habt. Okay. Sehr schön. Dann ab zu Pierre. Und dann habe ich noch was zu tun für heute. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich für heute noch was zu tun habe. Moment, dann nehmen wir uns nämlich auch noch mit. Dann war ja noch was mit... Ne, Quatsch, das war ein Preiselbeere, genau. So rum. 1, 2, 3, damit hier wieder aufgefüllt ist. Der Rest schmeißen wir direkt wieder alles hier rein, nur der Harz nicht. Der Hummer nehmen wir mit für Gas. Aber ich muss ja auch noch zu Pierre. So. Pierre hatte jetzt auch durch die Beseitigung vom Joja-Markt, hat der jo eigentlich jetzt auch immer geöffnet. Siehst du, hat auch sein ehemaliger Ruhetag Mittwoch, hat er jetzt trotzdem auf. Seppel will verfeinerte Quarz. Ja, du kann er mich mal am Abend besuchen. Dann machen wir hier 24. Und es ist an der Zeit. Ihr werdet schon sehen, was das auf sich hat. So. Es ist einfach an der Zeit. So. Dann gehen wir dort hier. Und bringen Gas. Da wollt man einmal flink sein. Na gut. Dann gehe ich halt vorher nochmal runter in die Kanalisation. Wenn der Hansel noch nicht aufhört, dann machen wir das halt so. Da wäre ich nämlich sowieso noch hingegangen. So, Krobus. Jetzt musst du nämlich wegen Joba schweigen. Ja, das weiß ich. Hast du dir schon mal erzählt. Brot haben wir da noch, Schatteei. Alle hopp. Nichts Großartiges. Und Brot kaufe ich am besten eigentlich nicht in der Kanalisation ei. Da habe ich andere Quelle. Das gute Kanalisationsbrot, ja, das mag vielleicht auch seinen Charme und seinen Geschmack haben, aber für mich ist es nix. Na gut. Flattern wir halt noch ein bisschen Müll. Ah ja, da ist noch die Tonne vom Bäuermeister, da hat leider nichts drin. Und komm schon, 10 Minuten warten wir noch im Regen hier. Das wird jetzt schon, oder? Hopp, jawohl. Gut, wo steckt er dann der Gas? Ich glaube, mit dem haben wir bisher auch noch nicht wirklich Freundschaft aufgebaut. So, zu dir wollte ich. Ja, das riecht doch frischem Hummer. Ich passe immer auf mich auf. Wir sind bei ihm bei 7 Herzen. Huiuiuiuiui. 500? Ich habe gedacht, das gäbe 800. Das tut jetzt ein bisschen weh, dass die Bezahlung so gering ausgefallen ist, aber naja. So ist es halt, leider. Dann gehen wir nochmal zurück und wir haben jetzt den ganzen Tag auch definitiv was zu tun. So, dala. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, was ich da jetzt gemacht habe, ne? Warum ich das Zeug da eingekauft habe. Ihr seid ja auch keine Idioten. Ihr wisst ja, was da läuft. Den ich euch niemals unterstelle, blöd zu sein. Ich möchte nur irgendwie so pseudomäßig versuchen, die Spannung aufrecht zu erhalten. So. Ja genau, Senfkohl haben wir zum Glück wirklich mit dabei. Okay, die 2 Stoff können hier rein, wo sie hier gehören. Der Rest, das. Und beim anderen gucken wir mal. Dum da dum dum dum. Dup dup di da dum da da. So. Hier. Ah, da ist auch noch Freiware. Aber hier ist Mitte drin auch noch einer. Und da haben wir noch. Ah, ich glaube, unseren Void, den wir am Anfang reingemacht haben, hat mittlerweile auch schon Goldqualität. Oder war das der Käse? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ohne Witz. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und los geht's. Zuallererst gehört hier noch ein Dünger hier.
Und rei dort mit. Und dann können die dort hier. So. Das Zeug wächst ja relativ schnell. Ah, ich habe noch was vergessen, was wir noch brauchen. Dum, 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 dum. Wir nehmen zur Vorsicht mal lieber 2 mit. Wir haben ja auch 2. Oh Gott, wir haben ja noch 2 zur Auswahl. So. War der Kloß im Hals etwas dicker als gedacht. Okay, dann lecken wir doch hier das Zeug direkt an. Und ja, ihr liebe Leute, es gäben wieder neue Felder. Was ich hier vorhab. So, dafür muss der ganze Kram erstmal fort. Und vielleicht auch ein bisschen weiter noch ohne frei. Ach, wenn die Tiere dort immer hingegangen sind zum Graser, muss es jetzt trotzdem erstmal weg. Damit wir auf dem Niveau sind. Gott. So. Das sieht auch soweit ganz ordentlich aus. Na? Dann wollen wir mal. Wir fangen mal wieder an. Zaun, Weg, Feld. Und Felder fangen hier an. Jo. Und noch einer. Und dann. Und der da. Das heißt, der da muss weg, sonst irritiert das einfach nur. Hier. Hier. Na, komm schon. Und in die Mitte wieder die Stäblatt. Dadam-dam. Wo ist er dann? Da ist er. Der Stäbboden. Machen wir gleich mal 2 davor. Dann haben wir das Problem nämlich später nicht. Zack. Und huch. Wo sind denn meine Sprinkler? Die sind fort. Warum sind meine Sprinkler fort? Hä? Hoi doi. Hoi doi, Ackermann. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich war der felsenfeste Überzeugung, ich hätte ihn in meinem Inventar noch mit dabei gehabt. Naja, wahrscheinlich war es nur Wunschdenke, ne? So ein Mist. Schluckt jetzt auch wieder Zeit, die wir eigentlich brauchen. So, das Zeug nehmen wir auch wieder mit. Nicht, dass der Käse noch vergessen wird. So. Dann brauchen wir natürlich hier noch 1, 2 und 5. Der durch so und so. So und so. Bindeglied. Füller. Und hier noch. Dann kommt der rein. So. Dann unser Sprinkler schon mal gleich. Dann brauchen wir jede Menge Pflasterstellweg. Dann machen wir schon mal 30 hier. Und fangen schon mal an, außenrum zu machen, ne? Wobei man das eigentlich eher zum Schluss bräuchten. Ich hätte jetzt eigentlich eher noch die Saat anlegen sollen. Na egal. So. Dann machen wir es wenigstens ganz bis zum Schluss schon mal fertig. Machen erstmal nur noch 10er. So. Ah, fast. Hätte ich noch einer mehr gemacht, hätte ich 11 angelegt, wäre ich so durchkomme. Okay, dann brauchen wir 48 Dünger. Die werden wir schon hinkriegen, hoffe ich. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Aber wir haben jetzt glücklicherweise wieder genug gekruscht und richtig gut die Organisation von unserer Bewässerung, dass wir uns so Ferts hier erlauben können. So. Okay. Sehr schön. Dann die Süßkartoffeln. Ausgezeichnet. Dann werden sie zum Schluss nur noch umzäunt. Und im Optimalfall werden sie natürlich dann später auch noch belichtet. Okay.
Jetzt brauchen sie nur noch einen Zaun für außenrum. Da mache ich einmal einfach 30 auf Nummer sicher, damit ich nicht zu wenig bzw. zu viel mache. Hier zäunen wir ein und du kannst später auch noch einen Brunnen hier, bin ich der felsenfeste Überzeugung. So. Okay, sieht doch gut aus. Dann machen wir nochmal 10 Stück. Und... Okay, 2 brauche ich noch. Dann brauche ich jetzt nur noch die 2 Tore. Eins hier, eins dort hier. Vogelscheich in die Mitte. Und dann läuft die Geschichte, ne? Wobei, ich könnte natürlich auch das Synchron zu dort machen. Do Annie und Do Annie. Alles klar, perfekt. Weiteres Feld steht. Dann brauche ich nur noch die Verbindung hier. Indem ich da jetzt noch ein paar Plasterstäbe knall. Wenn wir es dann... Na, wo ist es dann? Genau, die Trittstäbfader. Da können wir auf jeden Fall schon mal mehr machen. Da mache ich schon mal gleich 40. Dafür. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Ding aus? Kohle brauche ich da dafür noch. So, Statue könnte man auch mal hier klatschen. Die sieht schon verdammt episch aus. Okay. Moment, der Weg hier müssen wir auf jeden Fall auch noch verbinden. Und dann, sobald man wieder Laterne hin, wird hier dann auch noch wieder hier geknallt. Fast wie abgezählt, aber nur fast. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch 2 Sachen. Sorry, die müssen dann fort. Da tut's mir jetzt auch leid, aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Brauche ich nur noch 2 von denen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Das gehört ja schon dort dazu. Okay, dann unser Tore wieder. Zack und zack. Und das war's. Ah, scheiße. Ich hätte sie doch noch gebrauchen können. Okay, ich habe sie doch fortgeschmissen. Sorry, das ist mal gerade eben zu spät aufgegangen, das Licht. Hier legen wir unseren Pfad hier doppelt, ne? Bis auf hier. Weil da muss wieder ein Brunnen hin, ne? Wobei, nee. Der kommt auf die andere Seite wieder für die Symmetrie. Das heißt, raus muss 1, 2 und 3. Damit hier wieder ein Brunnen hier kann. Okay, aber dort rum kümmern wir uns dann übermorgen, ihr liebe Leute. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Okay, das Zeug verstauen wir jetzt nochmal hier. Da kann nochmal fort, was fort kann. Rei. Ah ne, Quatsch, natürlich, Holz hat man hier voll. Aber das kann Rei. Und das genauso. Dann das dort hier und nee, der kommt dort hier. Aber die Batterie könnte man schon mal anfangen. Und wir könnten noch ein paar von den Holzlaterne bauen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die machen wir dann morgen. Ach, wieder im Regen. Bei Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Da fällt dann auch nichts an. Alle hopp. Dann machen's gut und bis übermorgen. Ayan Yankee.